Endlich mal ein Halloween genießen, wo nicht alles aus dem Ruder läuft. Ja, an dank der globaler Erwärmung bei 30 Grad erreicht es sommerlich. Just nach einen guten Horrorfilm, was will ich noch eigentlich mehr? Boah, da ging ich so ein alles, ne? Ey, was läuft? Wie von ihr hat er schon vergisst, Stromrechnung zu bezahlen? Das ist doch immer dasselbe mit der Ersch. Boah, das war es ja nur am Film. Gleich für ganz so aus. Hey, wisst ihr, was wir können machen? Ja. Wir können euch, so wie früher, mega cool Gruselstorien erzählen. Wirklich? Okay, Boomer. Weil das gibt es schon mega cool. Wie ist dann denn ein gut Geschichte? Okay, weiert, mir sonst kein zu den. Kennt ihr schon die Geschichte vom Soldat am Bunker? Mein Name ist Henri Clement. Ich bin ein französischer Soldat und ich bin allein verlos an einem Krankenzimmer an einem Bunker wackrig gehen. Ich weiß nicht wie, aber für was ich hier bin. Das Letzte, an das ich mich erinnern kann, ist, dass ich einem anderen Soldat helfen wollte, wie ich plötzlich angegriffen bin. Das ist, als hätte ich Amnesie. Das Kimi hier. Einzig allein kryptische Nachrichten. Deels schenkbar von mir selber verfasst, helfen mir, davon ein Bild zu machen. So das viel lang hei, das stimmt aber wohl nicht ganz. Am Bunker gibt es wohl Tunnelen zwischen den Mauern, wo etwas dran lebt. Ich weiß nicht, was das, außer dass ich ein Foto davon gefunden habe. Ein anderer Soldat, den ich im Bunker verletzt gefunden hat, hat mir seine Waffe gegeben. Aber kurz darauf gouf hier selber von der Kreatur verschläft. Alles, was mir lo bleibt, also weh zu fannen, für den Weh aus diesem Bunker abzusprengen. Leider sind die meisten Wehe verspart und das nicht mehr viel Benzin do für die Generatoren umzutreiben. Das Schlimmste daran ist, dass der Generator das einzige ist, was Luchten am Bunker unhält. Und das wiederum scheint das einzige zu sein, was das Kreatur forthält. Aber sogar dann, wenn ich mit den Luchten am Bunker und nur nützliche Sachen sichern, fühle ich mich nicht sicher. Das als ob die Kreatur, sogar in diesem Moment, an den Mauern ist und mich verfolgt, wodurch ich mich schleichend bewegen muss und mich bei all Kamei, die ich mache, auf jeden Mal so gut wie es geht, verstoppen muss. Das Ball, als gäbe ich schon eine Art Alien verfolgt gehen. Just nicht gerade so intelligent. Kreatur ist aber nicht das Einzige, was mir hier gefährlich geht. Hungere Ratten versperren mir hier öfters den Weh, ergreifen mich an. Ein einzelner Bass kann durchgehen, dass ich Blut verlieren und mich verbannen muss. Ich habe probiert, ein Rad mit einer Ziel zu erschlagen, aber scheinbar ist das nutzlos. Ich kann natürlich probieren, sie mit einem Molotow-Cocktail zu verbrennen. Das gibt aber dann Kreatur anlocken. Bei meinem letzten Versuch, mir Weh frei zu machen, ist die Kreatur dann auch tatsächlich abgetaucht und ich sie noch so just in das Bett kommen, für mich zu verstoppen. Da war so ein dämlich Briet, in dem ich verzweifelt hängen geblieben bin. Viel Kohlen an einem Revolver und ich leider auch nicht mehr. Und ich wünsche mir, dass die letzten Leute, die hier fortgekommen sind, mir mehr Informationen los hätten. Ich finde zwar eine grave Idee, wie ich rauskommen kann, aber alles andere muss ich leider selber rausfinden. Und im Bunker sind wir aber all sperrig, ohne Möglichkeiten auszuweichen. Wenn die Kreatur also tatsächlich abtaucht, muss ich hoffen, dass gerade verstoppt an der Gegend ist. Oder handelt sich an den Sackgasse laufen, an der Hoffnung, dass das Monster mir nicht noch könnt. Oh Gott! Ich höre, wie es mir noch könnt. Okay, schon noch ein paar Kohlen an meinem Revolver. Hoffentlich kriegt das Monster verscheucht. Oh ne! Wieso schießt Waffe nicht? Oh ne! Il me parle tout bas, je vois la vie en rose.
Boah, das tut ja mal ziemlich einfach ein Wille Mix aus Alien Isolation und Amnesia geklungen. Naja, weil das literally das. Ja, das war ganz okay. Mir will da etwas hören, wo es schwedische Mythologie geht. Ja. Mega originell. Halt Baggerlasch dann nur, Mann. Et war einmal e kleine Jung, den sich an Davester Nucht aus senger Kummer geschlacht huet, fir nur senger Schwester zu sichen. Hin krut vu senger Mam gesot, dass et ze gefährlich wie, owes allein rauszugoen. Do weinst hat hien Angst. Owes si so munsch Kreaturen anerweh, verschiedener gefährlich, verschiedener net. Net lang huet et gedauert, bis de kleine Jung seg Schwester von huet. Do hu sie allein an enger Ruin op engem Biersch gespielt. Neicht ahnend war de Burden in der Tinnen ze Summe gebracht, wodurch sie Dave an de Büsch gerode sinn, bis hin zu engem Weh, den sie schenkbar winzig mischt. Elo, an enger Welt voller Magie a Fabelwesen ukom, stoß sie zunächst op Gnomen a Feen, mat denen se spillen, an denen se hëllefen. Also gehört de Fraschkinnig hëlleft hinnen, iwwer de Weiher zu kommen. Aber dann, ein Troll greift sie an entfährt Schwester vom Jung. Elo setzt hier in alles dorop, sing Schwester zu retten. Ob senger Rees beginnt hier noch viele weitere Fabelwesen, die meist von denen bösartig, anderer net. Einem scheußliche Sumpfwesen, wo Leid mit senger schöner Musik urlagt. Weiteren Trollen, die no Gnome johen, an sogar engem Dorf, überrannt mit Undödischen. Dat alles huet de Jong iwwerwonnen. Mat Klammen a Sprangen, war de mal méi mal Manner gut funktioniert huet. Geschlach ass de Jong och an huet sech an at Vielsen an am héige Gras verstoppt. Awer opgepasst, Kreature vun der Nucht sinn net jenzech geforen. Och Fale mis de Jong gekonnt ausweichen. Zu kegem Moment awer war dat alles ze schwierig. Einziger lang Bosskämpf waren dem jungen Heuensdorf zu unschlüssig auf willkürlich Wirkung, wodurch die Kämpfe gegen sie nicht wirklich schwer, aber nervisch waren. Welt, durch die hier gereist ist, war trotz der grausamen Erlebnisse Kreaturen trotzdem magisch erscheinen. Also gut Kreaturen hatten einen unverbrauchten Schein, aber für allem am Sumpf war sein Herz von Angst erfüllt. Das ist eine Geschichte, die es erlebender wert ist. Die Spannung war groß und der Jung hat viel erlebt. Ein paar kleine Überraschungen geöffnet auf seinem Weg. Oh, war der Lichtmärchen, da den einzigen lang wohl nimmer einmal durchleben muss. War aber ziemlich gruselig, ha? Oh, zerwart. War mir irgendwie viel zu viel Arzi-Fazi, so wie wenn's du als ein von A24 erzählt hast. Ich weiß nicht, mit der Kinabs bis mir blütig ist. Ah, du willst also etwas so richtig hardcore. Ja, man, absolut so voll zur Sache geht. Ma dann hun ich vielleicht genau das richtig für dich. Eine neue Geschichte vom Penitent One auf vom Wonner. Die spanischen Entwickler von The Game Kitchen haben hier das neueste Spiel zwar schon 2 Monate rausgebracht, mit seiner schaurigen, schönen Atmosphäre, Cape-Weiß Body-Horror und literweise fließendem Blut, als Blasphemous 2 genau das Richtige für ein bisschen Halloween-Grusel. Und alles zerwehrt an einem schicken 2D-Pixel-Look. Kleine Resümee für jeden, den diesen Action-Adventure noch nicht kennt. Am Land Custodia, das stark in Westeuropa aus dem 16. und 17. Jahrhundert erinnert, ist die Gesellschaft extrem gläubig und wird mit ihren Gebieter gepackt, ein Wunder beizurufen. Das Wunder am Spiel The Miracle genannt, war ein surrealen Event, bei dem die gläubigen Leute ihre tiefsten Wünsche, Hoffnungen, Ängste oder Sinnen an der realen Welt manifestiert goufen. Resultat ist ein absurd, surreal und albtraumhaft Welt, die ästhetischen Vierker vom Hieronymus Bosch erinnert. Ja, das Leben ist extrem hart an diesem Spiel, wo anscheinend so ziemlich alles eng Sinn ist. Für den muss man Peng und Blut gebeißt gehen. Obwohl unser Protagonist vielen immens fromme Personage begeht, kriegt trotzdem bei jedem eng Bos oder lebenslang Peng oberlöt. Auch als Spielfigur ist betroffen.
frei übersät einfach de Baser genannt, ass diesem Ordensritter sein Numm net bekannt, ebenso wenig seng Sinn, für den sogar ein lebenslang Schweigegelübde aufgelöst huet. Immerhin konnten Spielentwickler sich so eng Reihe Dialog spuren. Geschichte von Blasphemous 2 spielt eng Reihe Jahrzehnte no meisten Deel und wirkt genauso absurd kryptisch a gaga wie die von Viergänger. Also, Miracle manifestiert sich op emolerem Nei, lässt de Stadtzentrum an Blut schwirwen, an e riesig schlohend Herz im Himmel erschenken, aus dem de Miracle sei Kant geboren soll. Da steht also Protagonist, den eigentlich schon lang tot war, rümmer engem Sachjob, an einem obligatorischen Tutorialboss, schenkt ihm einen himmlischen Botschafter, den er stellt, den Ensemble von Bossen zu killen, für das Geburt von Miracle kann zu verhindern. Klingt komplett gefilmt. In dieser Platz gebe ich normalerweise so, dass ich nicht mehr über die Story verraten will, aber das kennt ich heimwohl gar nicht. Nimme wie ganz gut oppasst, als sich den PC-Dialogen an Itembeschreibungen verhält, kann sich nur an ein vage Reim auf alles machen. Das Welt voll ist mit NPCs, die größten jetzt ganz kryptisch und mit distinguiertem Vokabular schwätzen, möchte es auch nicht mehr einfach. Greetings, peasants. How goes the... By the Pope! Was geht es zum Gameplay zu sagen? Blasphemous 2 ist ein typischer Metroidvania, mit allem, was dazu gehört. Das heißt, gross verwinkelt Dungeons erforschen, Geschicklichkeitspassagen meistern, viel kämpfen, Upgrades an neue Skills freischalten, mit denen der Spieler dann zurück an bereits sichtbar realer kann, für Aufschnitte zu betreten, die vorher nicht erreichbar waren. Effektiv gibt es an diesem Spiel viel Sammelkram an Items zu entdecken, die praktisch alle gut irgendwie equipiert können, für allmählich Sorte von Boni zu kriegen. Die Map von Blasphemous 2 weiß zwar schon gut, dass das Spiel nicht gerade klein ist, und trotzdem will ich sie mehr detailliert. Die größte Neuheit von Blasphemous 2 sind die 3 verschiedene No-Kampfwaffen, die Dalzwerk-Schwert vom Viergänger ersetzen. Zum einen etwas wie ein überdimensional Weihrauchglack, der ähnlich wie ein Morgenstern geschwungen wird. Gut Reichweite an Damage, mehr ein bisschen milös und damit kann weder geblockt noch pariert gehen. Auf der anderen Seite ein Zweihand-Dege-Set, mit denen extrem schnell zugestacht wird an die Blocke können. Wir dürfen aber wenig Schuld machen an Gegner Seelen an ihre Bewegungen erbriechen können. Komplettiert wird das Ganze von einem magischen Krummschwert, das zwischen den anderen zwei Extremer steht. Überdems hört nach Allwaff sein eigenes Skilltree als ein eigenes Element. Und ich muss sagen, sie ergänzen sich mit ihren unterschiedlichen Movesets für einen No-Dealer wirklich gut. Dadurch ist Gemetzels mehr aufwechslungsreich wie am Viergänger, und kein Waff ist allgemein besser oder minder gut wie die anderen. Am Anfang muss der Spieler sich für eng von den 3 Waffen entscheiden. Aber relativ frei kann ihn die anderen 2 im Spiel fangen und dann zu allem Moment direkt zwischen den 3 wechseln. Das ist auch neidisch, weil alle Waffen für bestimmte Kloter und Geschicklichkeitspassagen gebraucht. Und später Challenges verlangen den Einsatz von allen Waffen, wo blitzschnell gewechselt gehen muss, für sein Ziel zu erreichen. Wie schon am Viergänger rund ein großes Auswahl an offensiven und defensiven Gebieter deckt schon auf, die zwar stark sind, aber just begrenzt benutzt können. Apropos Action, wie so oft sind auch heute Bosskämpfe den Highlight vom Spiel. Konzentration und Ausdauer sind gefroht, für auf all die Bossen hier Tricke richtig zu reagieren. An so einem Moment kann die Action sich mehr wie ein Tanz fühlen, wo dem Boss den Angriff oder den Rhythmus umgehen, an dem der Spieler sich bewegen muss. Grafisch bleibt Blasphemous 2 am Niveau vom Viergänger. Den einzigen Upgrade kriegt in heute die Handvoll Cutscenes, die gezeichnet und animiert sind. Also ich dadurch vom restlichen Spiel aufhebe. Ich schon dem Viergänger sei Charme kaum durch den erstaunlich detaillierten und atmosphärischen Pixel-Look. An Orelo bewegt sich als Spielfigur nächst 4 gut gefüllten und stimmungsvollen Hintergrund durch eine melancholisch, unheilvoll und verloren, mir heinst du auch schöne Welt. Die simple Soundtracks sind dabei immer passend an einer Streiche gelungen Atmosphäre von den verschiedenen Dungeons. Was ich allerdings muss kritisieren, als das Recycling von verschiedenen Spiel- und Grafikelementen. Am auffälligsten darin sind eine Handvoll Standard-Gegner, die 1:1 inklusive Movesets zum Viergänger überholt wurden, für den Gegnerraster abzufüllen. Fazit: Bei Blasphemous kriegt ihr für einen relativ kleinen Preis genug Spiele geboten. Und egal ob Dungeons erforschen, Jump-and-Run-Passagen meistern oder Gegner schnetzeln, gelungen ist es. Kenner vom Viergänger werden zwar heern das Gefühl von more of the same haben,
Mei zum mulste Gameplay, den op Situation so fängecht Wieselen tschen den unterschiedliche Waffe fixéiert das, bringt aber genug frische Wandern Franchise. Ob das Spiel gefällt, hängt schlussendlich stark vom persönlichen Gu auf. Sie öfter dat de Pixel-Look, Themen vu Glavener Religion oder die makaber Präsentation mit viel Bodyhorror an over-the-top-Gore. Blasphemous as sicherlich net fir jidereen, mei hey, fir wat net grad lo fir Halloween mole ranzocke. Damn, das war schon krass, die da. Also so viel Bluter Gedärbens und man nämlich gesehen, seit der Lachs bei Christfeier. Gell, die ist nicht schlecht, die du. Ja, das war schon nice, me. Wie wäre man, du bist me? Mindfuck. Oh mein Gott, aus der neue Silent Hill 2 Remake schon da. Nee. Eigentlich wollte ich die Lotgeschichte vom Fischer an den 5 Inseln erzählen. Ahoi, dir Landraten! Mein Name ist Jacques, der Fischer. Und bei Neptun und ich ihr eng zu erzählen. Alles wird dummer da angefangen, dass ich ein Opfer als lokale Fischer bei den Maris gesehen habe und mich natürlich direkt auf den Weg gemacht habe, für mehr Dayplatz zu gruppen. Allerdings ist das ganz nicht so ausgegangen, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich hatte einen kleinen Accident und sie schwach gefallen. Wo ich nächsten Sommer gekommen bin, habe ich schon mein Bootsführerschein gefragt. Aber nee, der lokale Bürgermeister sind Leute haben mich gerettet, und mir sogar ein Ersatzboot. Werde ich natürlich muss an Zinsen aufbezahlen. Besucht! Ha! Ich meine, auf dieser Insel stehen Bahnen kurz für unter dir. Ich habe mich also mal aus dem Dock gewohnt und habe ein paar Fisch an einem simplen, mehlischen Minispiel gefangen, den ich auch verkaufen kann. Später kriegte ich auch die Möglichkeit, verschiedene Stecker wie Holz oder Stoff aus dem Meer zu fischen, damit ich mein Schiff verbessern kann. Ich muss an dieser Platz meinem Kollegen Leon merci sagen, dass mir seine Mark für Items abzubewahren verraten wird. Es macht Spaß, meine Sachen am Tetris-Stil zu ordnen. Ich freue mich just grad, wo den drin ist. Hier schnappst man Präsident seine Mädchen. I knew you'd be fine if you landed on your butt. War egal. Huff, ich muss nicht schlafen gehen, weil ich fange nur Sachen zu sehen. Gestern sind ich von einem Phantomhai an einem Riesenfisch, den sich als Bodentarn zugegriffen gehen. Dabei muss ich sagen, dass mein Schiff schon mehr Mist ausstierchen können. Die Reparaturkäste sind zwar nur so hoch, aber wenn man so viel mit meinem Propeller oder Angeln futti möchte, so nervt das schon. Boah, du siehst ja beim Dock, weil die Ahnen gucken mich an und die Stimmen, die ich höre. Die verdammte Stimme will mich nicht lassen. Aber so in der Cyberpunk 2077 noch gut ist. Ah, lass mich da raus damit. Also zu viel verlangt, ab und zu mal eine Meerjungfrau zu kriegen, ha? Ich fische also relax für mich hin. Verbessere mein Schiff, wie dass ich zum Beispiel mehr Stock kann bei mir drohen. Und ich nüsse ein bisschen mit den lokalen Leuten, die mich an die verschiedensten Äcker von der Karte schicken an. Hey, wen hat gedacht, dass es hier so viel Aufwissung gibt? Wenn ihn an dem Moment nach tropischem Wasser ist, kann ich beim nächsten auf eine Sumpflandschaft oder auf ein Vulkangegend stoßen. Die Leute haben schon Interessantes zu erzählen. Die Manövenaufgabe mehr. Irgendwie scheint etwas hier an der Gegend nicht zu stimmen. Ach, das ist bestimmt just meine Abbildung. All gute Seemann weiß allerdings, dass das richtige Equipment alles ist, für die beste Fische zu fangen. Ich kann mir also Angeln herstellen lassen, die an den tiefsten Plätzen nach den letzten Anglerfisch abziehen oder schlammigem Wasser den nächsten Katzenfisch fangen. Mehr auch Krebsen, sie für mir nicht sicher, aber mit immer besseren Propellern kommen die Schmähse führen. Oh, lo guckt ihn sich da mal an. Ich habe so viel geschwärzt, dass es nur das. Komisch. Irgendwie geht Zeit just für, wenn ich fischen oder mich weiter bewegen. Wo war ich? Ah ja, wenn ich nur rausgehen, habe ich schon komische Sachen gesehen. Die Fische, die mir ans Netz gekommen sind, hat noch einmal 3 Jahre. Oder hat er 10? War das auch mehr wert. Ich schwöre nicht auch, die Tage, die ich im Schiff habe, kommen von Steinen, die immer da waren. Nee, das lung nicht rum vom Mord Claude. Vom lustigen Schei habe ich euch noch nicht erzählt. Hier ist ein Sammler, der mir den Auftrag geben wird, für einen ganz speziellen Artefakt zu bringen. Was nun mal da will?
Keine Ahnung, mir immerhin liest dann etwas in einem Buch für und gibt mir extra Fähigkeiten wie ein Turbo oder ein Teleportmöglichkeit. Ich muss allerdings aufpassen, wie oft ich es benutze, weil gut aus das für meinen mentalen Zustand sicherlich nicht. Ich finde es allerdings faszinierend fand, inwiefern ich nur einer Zeit immun geht nicht gesehen. Dann soll mich auch Tentakeln, Monster, Kurben und was weiß ich noch was holen. Ich komme mal dir klar. Das, lass zu stohen, hilf mir Salz zu finden. Ob ich zufrieden mit meiner Arbeit bin? Ja, ich denke, hier bleiben schon Zeitchen. Das sei genau so, wie die Joboffer es versprochen wird. Ey, Alejlo, Lovecraft, sind wir schon soweit, ja? Was könnt als nächst? Zombien? So lief kann er. Ich erzähle euch mal etwas über Dying Light 2. Eine Geschichte. Zombie-Horde. Parkour. Viel mehr Parkour. Du musst nämlich wissen. Moment, Davilo. Die Story, die heißt doch Dead Island 2. Nicht Dead Dying Light. Dead Island. Nee, das ist Dying Light. Um Alphabet kannst du mir lesen, oder was? Schon noch Highlight. Das ist auch Highlight. Okay, aber das gesehen wir ja wegen Story besser. Ja. Ja. Also, am Dying Light 2 geht es um einen Personage, den Aiden ist. Den am Anfang, wo ein Wald, also einer Person, nicht im Tanz ist, den aufzustehen, seine Schwester rumzufangen. Und hab's gerade schon so, am Anfang von dieser Geschichte kriegst du ganz viel zu lesen, bis dass du dich in der Stadt wieder da rumfällst. Nee, das ist ganz falsch. Es geht um einen Zombie aus der Hochzeit an L.A. Und die Story ist nochmal Dead Island 2, auch von L.A. keine Insel ist. Und da steht sie dann am Flieger auch, als von verschiedenen Überlebenden. Und dann, wo die gut nicht viel zu lesen oder so etwas, wird Leben einfach voll aus Zombien zu killen. Dying Light 2 geht gut kein Fliegerin. Froh dich mal was besser ist. Die Story mit der Flieger. So wie Snakes on a Plane. Ja, mir wenn die Parkour kann man auch kein Fliegerin. Ja, mit du willst, kannst du bei Dead Island 2 kannst du Dropkicks machen. Die kannst du halt auch. Ja, okay, daneben. Da fällt dann zähl weiter die Geschichte. Also, Menge Geschichte spielt er an einer Open World. Das heißt, ihr könnt Gebäude an den ganzen Wegen frei erkundigen, an als besondere Kniff oder Parkour. Ja, das heißt, ihr könnt überall abklammen, sprangen, machen, doen, so wie ihr wollt. Ich fand aber just, dass die Viergängergeschichte Dying Light 1 etwas besser gemacht wurde, und zwar die Old-Case Stamina Balken. Das heißt, die alte Geschichte erinnert mich ziemlich an meine eigene Unsportlichkeit. Also, bei Menge Geschichte Dead Island 2 spielt sich schon eine Gruppe der Welt. Mehr segmentierten Areale, die sich aber alle gut zusammenfügen. Und da wenn sie aber alle guten für sich viel mehr detailliert gestaltet sind, wie viele Open Worlds, und auch viel bessere Flow bieten, für die Story zu erzählen. Aha, kannst du noch Lootner craften an dieser Geschichte? Ja, Lootner craften kann ja noch Parkour, wo den zwar direkt gehen, aber für den trotzdem eine gewisse Vertikalität am Spiel da. Also bei mega Geschichte gibt es Basen, die du kannst freischalten. Und du hältst schon, es sind kein Lichttier, kein Tier, keine riesige Giraffe mehr, Wandmille, wo du musst erklammen. Ah! Ja, halb raus du gut kein Tier oder Wandmillen zerklammen für den Map freizuschalten, weil Dead Island 2 viel mehr straightforward ist und süß auf Fun lebt. Was doch just schon ist, weil eine mega Geschichte Dave da dran ist. Du warst es schon los, weil Menge Story tatsächlich Spaß macht. Also bei Dead Island 2 kämpfen die grundsätzlich immer mit Nahkampfwaffen. Vieles davon noch extrem verrückte Sachen, die sich selber zusammenbaut. Aber es kann natürlich auch mal die eine oder andere Schusswaffen, die ihn dann auch mit coolen Statuseffekten und so weiter kann ausbauen. Aber es bleibt bis zum Schluss hin der große Fokus auf Nahkampf. Also ganz ehrlich, so originell das Ding Story noch nicht. Aber da gibt es also eine Menge Geschichte. Menge Geschichte gibt es sogar nicht RPG-Elemente. Natürlich, du hast Leveln, Skillpunkten, Stats.
déi allerdings dofir sugen, dat sech beim Lesen vun dieser Geschicht kämpf net ganz befriedegen ufillen schmengen. Ich muss so gehen, dass et sech bisssen ufit, wat ich nur beschwamp aprüchen bis ke Wasser mi do ass an. Okay, gut, mein Geschicht aus der First Person geschrieben an leider fand ich fehlt dann ein bisschen Überblick. So kriege ich ganz gerne, wo von Hand gelandet hat. Mega, denke ich das trotzdem besser. Also nicht, weil Mengers zu ein First Person Geschichte hat fehlt absolut null nur Schwärme und zwar dem beste Go-System, den ich je gesehen habe. Meine Geschichte ist besser Go-System wie ein Dead Space Remake so gut. Ja, am weißt du was noch? Es geht auch Rollenspielelemente mit Skills, die freischalten kann. Plus ein cooles System, wo du wie eine Karte sammeln kannst, die kannst du für bestimmte Perks zu kriegen. Wo du zum Beispiel durch deinen Dropkick und einen Schockwelle auslesen kannst oder so. Und das fucking Katana. Die June auch an mega Geschichte bestimmt irgendwo. Okay, weißt du was? Schöne Geschichte ganz. Mega Geschichte ist ein Kapitel in die anderen Nerd spielen. Heigende besonders spannend, wenn Nerds se viel méi Zombien gebausen, an noch méi stark an mi geféierlich zochten. Dobei gëtt natürlich auch een obligatorischen Zombie-Schrei aus, de se Kollege kann op de Job examen. An was du mengst, dass der an der Nerds Bayierflezecher fir den Zombie was. Ha! An méger Geschicht gëtt nämlich kleine Plotwist, den Aiden as infiziert, an sobald ze lang am Dunkel bleibt, kann man sich selber undodech verwandeln. Woch mich noch immer frohen, wieso de Boot auch da gebaut huet me. Hey, dat geht, dat tust du net. Also eigentlich was der Menge Geschichte Ohren infizierte. Was? Ja, aber das hat kein Nodel für den Charakter. Aber nee, du hast wie ähnlich wie bei God of War Spartan Rage, den du aktivieren kannst, du hast mich starke, so ein pro verschiedenen Spielcharakter, hast du sogar andere Fähigkeiten dabei. Wenn ja infiziert sind etwas Gutes. Ich meine, guck dir die letzten 2 Jahre oder Killen. Übrigens gehen auch so Schreihälse, die die anderen locken. Okay, aber das ist aber von der Geschichte geklaut. Okay. Lo, wo du drüber nachdenken, an Buchmonike gelesen holen. Fein, du gewinnst. Mein Buch ist nicht wirklich extra. Ich wünsche am Abkrieg, dass die Geschichte schon pur verrickelt tut, mir so löst von wieso euch das, weil Fehler besser nicht gemerkt. Ja, also ich muss ja noch so ein. Ich merke gerade, dass meine Geschichte halt nicht auch von der allerdavester Sorte ist. Aber das ist einfach eine Geschichte, die Spaß macht, cool Charaktere, tölt sich nicht zu echt. Und vor allem hat jeder Spaß gemacht. Zombie smashen. Yes. Und das ist, es kann sogar am Korb machen. Da kommen wir in die Geschichte, wo ich zusammen lese. Das ist eine gute Idee. You okay, friend? You know there's blood coming out your ears, right? What? I can't hear you. I got blood coming out of my ears. Well, I mean, what are we going to do? Jules, geh mal weg. Für das Totelo eine Geschichte. Oh, du weißt mit denen Zombie-Spieler, wo ein abhält für die nächste, du fängst das ist alles dasselbe. Oh, ich kann da so eine schon wirklich so gut geschlafen. Oh. So mal, was hat mir da hin? Keine Ahnung. Was ist denn ein Leichteren? Ma wei, mun da luschen seit Stunde Strom ausfahrt. Bei mir seit Stunden Strom ausfall. Ich zock noch die ganze Zeit drüber. Warte, Oh, guck mal kurz auf Hi. I've written and rewritten, deconstructed, reconstructed, experimented with different voices, changed the style, changed myself, forgotten the language, relearned the language. Be blunt. Only the brutal truth. Cut through the reality, tear it apart, rewrite it. Be clever, make them do the work, form the image in their minds. They make it, you just imply. Incept.